Moin, hallo und herzlich willkommen hier zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Ja, und es ist mal wieder Zeit für eine Talkfolge und wie immer bin ich nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt Gilles Reale. Hallo Gilles. Hi Marc, moin. Und mit uns in der Runde heute Jan Kreller, stellvertretende Ressortleitung im Ressort Politik beim Luxemburger Wort. Hallo Jan. Hallo moin von mir. Jan, das hat einen ganz speziellen Grund, dass du heute hier bei uns bist, denn du warst letzte Woche bei der luxemburgischen Armee und hast dort einen jungen Rekruten getroffen. Warum ist das relevant für deutsche Grenzgänger nach Luxemburg? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Armee als Arbeitgeber für die Grenzgänger interessant sein könnte, weil die Armee sich aufgrund der neuen NATO-Ziele, die sie bekommen hat, öffnen muss. Es gibt zu wenig Personal in Luxemburg für die Armee und es hat die Bedingungen gelockert, wie man zur Armee eben kommen kann. Wie war denn so dein Eindruck letzte Woche, als du dort warst in der Kaserne? In Diekirch, die Kaserne auf dem Herrenberg, ist die einzige Kaserne, wo Soldaten untergebracht sind. Es gibt noch kleinere Standorte, aber das ist im Endeffekt das Militärzentrum in Luxemburg. Wie sieht denn das Rekrutieren in Luxemburg überhaupt aus? Weil Luxemburg ein extrem kleines Land, das von Grenzgängern quasi getragen wird und lebt, trotzdem eine eigene Armee hat. Warum und vor allem, wie läuft das hier in Luxemburg ab? Also gibt es hier eine Wehrpflicht oder wie ist das hier in Luxemburg geregelt? Ja, also in Deutschland wurde die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt. In Luxemburg ist sie 1967 komplett ersatzlos abgeschafft worden. Seitdem ist die Armee eine Freiwilligenarmee und seitdem muss sich die Armee auch am Arbeitsmarkt um freiwillige Soldaten bemühen. Ist in Deutschland ja im Moment ähnlich der Fall. Und es sieht so aus, man kann sich eben freiwillig zum Militär melden. Es gibt einen Eignungstest, da wird die Physis überprüft in verschiedenen Sporttests. Es gibt Computertests. Und wenn man das bestanden hat, wird man einige Monate später dann eingezogen. Man unterschreibt seinen Vertrag und verpflichtet sich dann eben aktuell für 4 Jahre. Es wird in Zukunft auf 5 Jahre heraufgesetzt werden, was so den Rekrutierungsdruck ein wenig nimmt. Und dann geht man erstmal in die 2-monatige Grundausbildung. Instruction de base nennt sich das. Und die findet dann alles auf dem Herrenberg in Diekirch statt? Ja, ganz genau. Da ist man dann kaserniert und direkt nebendran ist der Standortübungsplatz. Und dort gibt es dann eben eine Feldausbildung. Man lernt in der Instruktion de base im Endeffekt ja Leben im Felde, alles, was man so als Soldat braucht, das grundsätzliches Handwerk. Und nach den 2 Monaten, wenn man dann seine Promesse hat, das ist sozusagen wie bei uns die Vereidigung, das Gelöbnis besser gesagt, danach geht es dann in die Spezialausbildung und dort geht es dann viel stärker so auf diesen ganzen Teamcharakter, also wie arbeitet man in einem militärischen Verband zusammen. Wie groß ist denn die luxemburgische Armee? Also aktuell ist die Armee, man sagt immer so um die 1000 Mann und Frau, es sind ein bisschen mehr, aber letzten Endes die Leute in Uniform, die dann auch in Einsätze gehen können. Das rein militärische Personal liegt etwas niedriger, es sind um die 600 bis 800. Ist ja im internationalen Vergleich, also gerade wenn man jetzt so von hier Luxemburg aus gesehen so über die einzelnen Grenzen drüber guckt, ja eigentlich fast schon nicht der Rede wert, ohne jetzt irgendwie das Böse zu meinen oder so, aber also rein auf dem Papier, im Zahlenvergleich ist das ja nicht viel, nicht groß. Nein, also im Endeffekt ist es auf Kompanieebene im Endeffekt auszubauen. Es wird aber in Zukunft mit dem binationalen Kampfaufklärungsbataillon ein entscheidender Sprung nach vorne stattfinden. Das heißt, bis 2032 spätestens soll dieses binationale Kampfaufklärungsbataillon stehen. Das wird zusammen mit Belgien umgesetzt. Und Luxemburg muss allein für dieses Bataillon 300 Soldaten zusätzlich gewinnen. Insgesamt braucht die Armee, um alle NATO-Targets erfüllen zu können, das binationale Kampfaufklärungsbataillon ist ein NATO-Target, braucht es insgesamt um die 650 bis 700 zusätzliche Soldaten. Und die Rekrutierung ist eben auch wie in anderen Ländern, die eine Freiwilligenarmee haben,
problematisch und das ist auch einer der Gründe, warum die Armee mit einem Maßnahmenpaket, was sie letztes Jahr im Dezember im Regierungsrat in Luxemburg verabschiedet wurde, die Armee attraktiver machen möchte. Also es gibt mehr Wehrsold, einen Gehaltssprung von ungefähr 25%. Das sind umgerechnet ungefähr 530 € pro Monat mehr für das erste Dienstjahr als freiwilliger Soldat. Und es gibt auch noch weitere Lockerungen. Man kann sich zum Beispiel dann auch entscheiden, ob man den französischen oder deutschen Sprachtest sausen lässt, ob man den absolvieren möchte oder nicht. Und weiterhin verpflichtend bleibt aber Luxemburgisch, dass man auf dem Niveau A2 beherrschen muss. Das ist ganz wichtig. Ja, du warst ja, wie wir vorhin gesagt haben, auch letzte Woche vor Ort und hast da auch mit einem Leutnant gesprochen. Da können wir uns ja mal anhören, was er da zu dir gesagt hat, was denn die Vor- und Nachteile eben von diesem Öffnen der Armee sein könnten. Ich bin den Leutnant Luttomschen, aktuell Plutonchef von der EAS. Ich bin an der Kompanie CI, ich bin responsable für die Ausbildung von Soldaten, die von der Grundausbildung fertig sind und sie kommen dann bei uns rüber für mich spezialisiert als Ausbildung. Aber die Decision, wir schon von Süden an der Kontinuität von der Decision, wir wollen eine große Armee, eine starke Gesellschaft, eine starke Armee, die möchten, dass wir uns mehr open op neue Sachen stellen, dat ich zum Beispiel man braucht mehr Leute, wo man mehr Leute bei Grenzen, man ganz viele Leute, die Lützburger sind, die bei der Grenze leben, auf die andere Seite natürlich, aber durch die Konditionen konnten sie nicht vielleicht an der Armee kommen, wo man dann die Konditionen dann fortholen, dann könnten die Leute, die auch gut Lützburg schwätzen können, mal bei uns kommen und auch als helfen, eine große, starke Armee zu bilden. Natürlich muss man gucken, dass die Leute mit Lützburg schwätzen, dass man da anfangen als Armee, als Charakter von der Armee, als Kultur von der Armee, der Lützburger Spruch, die muss man halten. Ja. Das ist ein Risiko, dass man nicht die verlieren. Ist ja genau das, was du angesprochen hast mit der Sprache jetzt gerade. Ne? Also, okay, der Sporttest ist wichtig, da fällt mir auch gerade noch ein, da hatte ein Kollege auch aus der Politikredaktion letztes Jahr doch auch so einen Test mal mitgemacht, ne? Das war eine Videoreportage, können wir auch unten mal verlinken. Genau, ja. War eigentlich ganz lustig anzuschauen. Genau, also die große Hürde ist dann auf jeden Fall die Sprache, ne? Ja, also man muss Luxemburgisch können, also mindestens auf A2. Das ist auch wirklich wichtig, weil das hatte auch der Leutnant gesagt und unterstrichen, dass das Luxemburgisch in der Armee eben weiterhin auch so eine identitätsstiftende Wirkung hat. Ja, und das ist so die gemeinsame Sprache. Ich meine, in der Übung, im Gefecht, also Gefechtssimulationen, da kommt es ja meistens immer nur so auf wenige Kommandos an, aber letzten Endes ist es ja auch ein sozialer Verband, der sich dann auch in dienstfreien Zeit irgendwie austauschen können sollte. Und Luxemburg hat natürlich jetzt schon mal grundsätzlich den Vorteil, dass Französisch, Deutsch auch schon mal in mehr oder weniger guter Ausprägung vorhanden sind. Und das erleichtert auf jeden Fall schon mal die Kommunikation mit den Nachbarländern Deutschland, Frankreich oder Belgien. Ja, also ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man halt nicht offen dafür ist, Luxemburgisch zu lernen, dann hat man es wirklich schwer, Bekanntschaften zu knüpfen. Und wenn es halt dann noch hier in so einem Armeeverband ist, das ja schon, beschreiben das ja viele auch so als Familie. Das sind ja wirklich, da muss man einfach dazugehören, ne? Das ist die Sprache sehr wichtig. Ja, absolut. Also wenn man sich mal überlegt, man ist ja die ersten 2 Wochen kommt man auch nicht groß aus der Kaserne raus, später dann auch nicht regelmäßig. Das heißt, man ist ja permanent mit seinen Kameraden in der Kompanie, in seinem Zug zusammen. Also Sprache ist natürlich der absolut verbindendes Element. Natürlich auch der Dienst selber, der ist anspruchsvoll, das sagte mir auch der junge Rekrut, dass die Grundausbildung schon sehr fordernd ist. Ich meine, jeder, der selber vielleicht auch irgendwie Wehrdienst geleistet hat, weiß das ja auch, dass das anstrengend ist, psychisch und auch physisch. Das schweißt natürlich die Leute auch zusammen, dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber natürlich, klar, Kommunikation ist wichtig und man braucht da eine gemeinsame Ebene. Wie sind denn so die Erwartungen? Also geht man denn in Luxemburg wirklich davon aus, dass viele über die Grenze zur Luxemburger Armee kommen? Das ist, also Stand jetzt schwer zu sagen. Ich meine,
es gibt natürlich die Überlegung oder theoretische Möglichkeit, dass man sagt, okay, du kannst jetzt noch kein Luxemburgisch, wir laden dich trotzdem zum Eignungstest ein. Zwischen Ende des Eignungstests und letzten Endes dann Einrücken in die Kaserne vergehen einige Monate. Man könnte in dieser Zeit mit Crashkursen die Leute, wenn sie zumindest schon mal irgendwie Deutsch können, sicherlich auf ein A2-Niveau bringen. Aber die genauen Zahlen, das ist schwierig, das jetzt zu sagen. Also die Regierung muss eben irgendwas tun. Sie müssen sich öffnen, sie brauchen mehr Personal. Das Personal bekommen sie in der Menge nicht aus dem Land selbst. Das ist die Konkurrenz einfach zu stark mit dem Privatsektor. Und ja, Luxemburg ist NATO-Gründungsmitglied, hat eine Armee, die Regierung hat sich zur Armee bekannt und entsprechend müssen sie auch da Maßnahmen ergreifen, um die Truppe dann letzten Endes aufzustellen für die nächsten Jahre. Und man muss sich einfach mal vor Augen führen, wenn es jetzt so weitergeht, auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung, dann reden wir 2035, wo dann letzten Endes die NATO-Staaten ihre 5% erreicht haben sollen, reden wir von mehr als 3 Milliarden Euro jedes Jahr für Verteidigung und Infrastruktur. Das sind, Stand heute, jeder 10. Euro im Staatsbudget. Also, oder mit anderen Worten, 10% des Staatsbudgets, die dann nur für Verteidigung ausgegeben werden. Und das kann man nicht nur, indem man Satelliten ins Weltall schießt oder teuer Gerät einkauft, man braucht auch Personal, das diese Sachen auch bedient. Obwohl die Regierung sagt, sie investieren jetzt erstmal Geld in Strukturen oder in Technik, die nicht so viel Manpower benötigen, aber wie ich schon erwähnt habe, das Kampfaufklärungsbataillon, da braucht es einfach mal 300 Leute zusätzlich. Und obwohl die Zahlen, also sagte man mir, die Zahlen sich positiv entwickeln, ist das noch auf jeden Fall eine weite Strecke, um die 300 Leute vor allen Dingen dauerhaft in der Truppe zu halten. Wie geht das denn einher? Also wir haben jetzt über die eine Seite der Grenze gesprochen, also Luxemburg öffnet die eigene Armee auch für Grenzgänger, aber wie ist das denn auf der anderen Seite der Grenze? Also wenn man jetzt Deutscher ist, in Deutschland lebt und sagt, okay, ich möchte jetzt in einem anderen Land zur Armee gehen, darf man das einfach so oder gilt das dann als Staatsverrat oder Landesverrat oder also wie ist das da geregelt? Vor allem gibt es ja gerade jetzt in Deutschland auch diese ganze Diskussion um Wehrpflicht, kommt sie nicht, das wird jetzt geändert, es gibt den freiwilligen Wehrdienst wieder, der jetzt nochmal verschärft werden soll, jeder soll jetzt wieder zur Musterung gehen. Also wie passt das zusammen? Also ob jetzt wenn ein Deutscher zum Beispiel sich für den Dienst in der luxemburgischen Armee entscheidet, ob das jetzt juristisch Konsequenzen nachzieht, das kann ich jetzt ad hoc nicht sagen. Aber ja, auf jeden Fall gibt es Konkurrenz natürlich um das Personal auf beiden Seiten dann in dem Fall. Also die Bundeswehr braucht natürlich auch Personal, will halt unheimlich wachsen. Sie war mal auf, ich glaube, knapp 100.000, 180.000 Mann ist sie mal abgesunken. Die genauen Zahlen hätte ich jetzt nachgucken müssen. Aber auf jeden Fall, auf beiden Seiten wird Personal gebraucht. Es ist schwer zu bekommen. Die Bundeswehr hat jetzt das Grundgehalt für Rekruten auf 2.000 Euro netto angehoben. Also man steigt sozusagen ein mit einem ganz ordentlichen Gehalt, würde ich jetzt mal sagen. Vor allen Dingen, wenn man in der Kaserne untergebracht ist, dann auch Truppenverpflegung genießt, dann spart man relativ viel Geld für private Ausgaben. Also wenn jemand das sich dazu bereit erklärt, in der Kaserne dann eben zu wohnen und nicht eine Wohnung außerhalb der Kaserne zu nehmen, ist das, sag ich mal, schon ganz auskömmlich. Auf Luxemburger Seite gibt es eine Beispielrechnung, da kann man das mal vergleichen. Da ist es so, früher gab es für den Freiwilligdienenden im ersten Jahr 2.166 Euro brutto und mit einer Reform, wo ich vorhin sagte, 25% mehr, werden es 2.719 Euro dann brutto sein. Also immerhin als Einstiegsgehalt. Also man sieht auch, dass Luxemburg danach zieht. Ja, aber Konkurrenz definitiv kann es geben. Jetzt weiß ich natürlich nicht die absoluten Zahlen, wie viele Leute da theoretisch auf deutscher Seite da abzuwerben wären. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Belgien ist ja auch noch Nachbarland.
Frankreich ist Nachbarland. Also weil im Grunde jetzt als Person, die wirklich nicht viel sich auskennt mit Armee und allem, was so deine Expertise ist, ich finde das sehr interessant. Im Grunde verfolgt man ja aber dasselbe Ziel. Also eigentlich, wenn man sich sowieso dafür entscheidet, man möchte in die Armee gehen, ist es so gesehen ja egal, ob man das jetzt in Deutschland macht oder in Luxemburg, oder? Ja, also ich meine, Luxemburg ist NATO-Mitglied, Deutschland ist NATO-Mitglied. Es gibt gemeinsame Übungen mit Deutschland, Luxemburg im Verbund. Es gibt gemeinsame Übungen mit den Franzosen, mit den Belgiern. Also die NATO sollte ja im Prinzip ein Verteidigungsbündnis sein, mit dem gleichen Ziel, also der Verteidigung im Falle eines Angriffs, früher der Warschauer Paktstaaten, das ist natürlich jetzt hinfällig seit 1991 mit Ende der Sowjetunion, aber letzten Endes ist es eigentlich im Prinzip ein Verbund. Ist denn diese Öffnung der luxemburgischen Armee über die Grenze hinweg so der erste Schritt in Richtung einer europäischen Armee? Also da wäre ich ziemlich vorsichtig. Also eine europäische Armee wäre auf jeden Fall sinnvoll, definitiv. Es gibt auch so Ansätze mit dem Eurokorps, geht grob in diese Richtung. Aber da gibt es noch sehr viele dicke Bretter zu bohren, bis es soweit ist. Vor allen Dingen, weil man müsste sich dann ja auch mal auf einheitliche Standards einigen, was auch die Militärtechnik betrifft. Es gibt so ein kleines Modellprojekt und ich komme auch wieder auf dieses binationale Kampfaufklärungsbataillon zurück, das Fahrzeuge beschafft aus dem französischen Scorpion-Programm. Und alle Fahrzeuge innerhalb dieses französischen Scorpion-Programms sind komplett interoperabel. Das heißt, die Belgier haben zum Beispiel auch Fahrzeuge aus diesem Programm erworben. Die Luxemburger werden das auch tun im Zuge dieses binationalen Kampfaufklärungsbataillons. Und diese Fahrzeuge sind, wie gesagt, haben einen technologischen Standard, Kommunikation, Datenvernetzung etc. Und das könnte so ein Beispiel oder Modellprojekt sein für so ein europäisches länderübergreifendes Projekt, wo man sagt, okay, wir vom Grund auf bauen wir jetzt hier gemeinsame Standards. Es gibt aber natürlich, das darf man nicht vergessen, Länder wie Italien, Frankreich, Deutschland, Schweden, die haben alle eine Rüstungsindustrie und jeder denkt ja erstmal so an sich. Und wenn man Dinge vereinheitlicht und strafft, ist das natürlich auch eine Frage der Arbeitsplätze. Und gerade auch Frankreich, die betrachten auch ihren Rüstungssektor so wie so eine heilige Kuh, kann man fast sagen. Das ist auch mit Prestige verbunden. Sie entwickeln einen eigenen Kampfjet, haben Atom-U-Boote. Die werden sich wahrscheinlich sehr schwer tun, von gewissen Dingen loszulassen und dann zugunsten einer europäischen Armee und einer europäischen Rüstungsindustrie, vor allem die dahinter stehen muss, Abstriche zu machen. In Deutschland, würde ich sagen, ist es vielleicht ähnlich. Welche Vorteile hat man denn, wenn man auf der deutschen Seite in der Großregion lebt und die Entscheidung getroffen hat, okay, ich möchte zur Armee gehen, ich möchte meinen Wehrdienst leisten, dann stellt man sich vielleicht jetzt ja wirklich die Frage, gehe ich jetzt hüben oder drüben auf der Grenzseite zur Armee? Was könnte denn die Entscheidung da auch beeinflussen? Also wenn man in Luxemburg seinen Dienst geleistet hat und dann ehrenvoll auch entlassen wird, das heißt, man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, man beendet nach 4 Jahren aktuell seinen Wehrdienst, dann hat man ein paar Boni, wenn es darum geht, in den luxemburgischen Beamtenstatus zu wechseln. Also zum Beispiel dann auch Zoll oder Polizei. Wenn man das möchte, geht natürlich auch einher mit der luxemburgischen Staatsbürgerschaft. Gerade auch bei der Polizei und auch zum Beispiel bei der als Gefängniswärter bei der Justiz. Da hätte man Boni. Aber ansonsten muss man einfach sehen, auch gerade als Deutscher, die Bundeswehr investiert, gibt Geld aus, Stichwort Sondervermögen. Es kommt natürlich noch nicht alles so schnell auf die Spur, wie sein soll, aber ich würde sagen, so groß ist der Unterschied gar nicht so zwischen den Grundbedingungen zwischen Deutschland und Luxemburg. Luxemburg muss man sich einfach darüber klar sein, ist ein kleines Land.
Es gibt einen Kasernenstandort, einen Militärstandort. In Deutschland gibt es halt nach wie vor mehr. Also mehr Standorte. Es gibt mehr Truppengattungen. Da gibt es halt nicht nur leichte Infanterie, es gibt Kampfpanzer, es gibt Drohnen, es gibt die mobile Infanterie, die Panzergrenadiertruppe, Artillerie, und das ist ja alles mittlerweile auch hochmodern und alles vernetzt. Ist nicht mehr so wie früher so dieser klassische Stoppelhopser, wie man das so gesagt hat, sondern mittlerweile muss man da auch komplexe Systeme bedienen können. Natürlich braucht es auch so ein bisschen Bissfähigkeit, gerade auch in der Anfangszeit, wo man sich ein bisschen durchbeißen muss, wo man einfach nicht sofort an die Sachen rangelassen wird. Aber letzten Endes ist Deutschland, wenn man zum Militär möchte, vielleicht immer noch die etwas bessere Option. Kommt drauf an. Ich finde das jetzt mit der Staatsangehörigkeit, dass man die bekommt, und wenn man dann eben ins luxemburgische Beamtentum möchte, das ist ja schon sehr attraktiv eigentlich. Wenn man sowieso aus der Großregion kommt, wie gesagt, ob du das jetzt, ich weiß nicht, wo hier die nächste deutsche Kaserne ist Diekirch vielleicht sogar näher. Ich glaube im Saarland nicht weit weg gibt's schon Kasernen, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, wenn man sich nicht für elektronische Kampfführung interessiert, sondern vielleicht dann irgendwie zu den Kampfpanzern möchte, dann ist es hier in der Region schon etwas schwieriger. Man braucht nicht mehr in Luxemburg einen Wohnsitz zu haben, sondern man muss mindestens EU-Bürger sein und wie gesagt, die luxemburgische Sprache beherrschen. Dann hat man die Zugangsvoraussetzungen formell für die Armee erfüllt. Dann braucht es natürlich noch den Eignungstest. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, da gibt es natürlich einen Physistest, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und der Computertest ist auch ein nettes Detail, der ist adaptiv. Das heißt, man beantwortet die Fragen, und wenn man die Fragen in der Reihe immer richtig beantwortet, dann wird der Test immer schwerer und passt sich eben an. Das ist dann ganz spannend. Das heißt, wenn man die Fragen nicht richtig beantwortet, dann bleibt der leicht, der Test. Genau, also das ist ein adaptiver Test. Also dieser Test wertet, also sagt, okay, die Antwort ist falsch. Okay, die nächste Antwort ist wieder falsch. Naja, und dann werden die Fragen entsprechend vom Niveau angepasst. Und also Hauptsache bestehen. Nicht unbedingt, aber es war zum Beispiel so, dass mein Kollege, der diesen Aufnahmetest gemacht hat, er hat diesen Test zu 100% bestanden. Also er hatte auch einen guten akademischen Hintergrund und konnte dann entsprechend sich gut durchhangeln. Und es war so, dass ich glaube, die letzte Frage bezog sich tatsächlich auf ein Zitat aus der deutschen Literatur, deutschen oder französischen Literatur, okay, wo er dann sagen musste, woher das stammt, das Zitat. Irgendwie so diese Richtung war das. Okay. Also schon sehr anspruchsvoll. Okay. Verrückt, ja. Ja, ich erinnere mich, dass er sah ziemlich fertig aus in dem Video dann nach diesem Test. Fast noch mehr geplagt als nach dem physischen Test. Ja, das kann sein, ja. Aber ich glaube, der Physistest war schon eine Herausforderung. Man muss, wenn man da reingeht, muss man schon eine gewisse Basisfitness mitbringen, sonst wird man schnell ausgelacht. Okay, aber wie wird das jetzt eigentlich hier im Land wahrgenommen, die Diskussion? Also ich persönlich habe jetzt nach dem Beschluss oder nachdem das Maßnahmenpaket verabschiedet wurde, jetzt keine sehr große kontroverse Diskussion wahrgenommen. Natürlich gab es Stimmen in Luxemburg, auch aus dem Parteispektrum, eher konservativ rechts, dass der Armee unterstellt hat oder den Entscheidern unterstellt hat, die Armee zu einer Art Söldnerarmee zu machen. Ist ein bisschen drastisch die Wortwahl, Söldnerarmee. Ich meine, letzten Endes, klar, man schwört seinen Eid auf die Luxemburger Verfassung und das Land zu verteidigen mit Einsatz seines Lebens. Und nach wie vor ist ja luxemburgisch als Grundvoraussetzung ja gegeben. Also gibt es so eine gewisse Identifikation. Und ich meine, es bietet ja auch eine Chance, eben auch Menschen für das Land zu gewinnen über diese Form. Also es gibt, wie gesagt, dieser Druck, der herrscht, schweißt Menschen schnell zusammen. Sie verfolgen ein gemeinsames Ziel. Es gibt Erfolgserlebnisse. Man lernt dann eben auch die Sprache, wendet die Sprache auch praktisch an. Und Söldnerarmee finde ich ein bisschen krass. Ich meine, Luxemburg muss was tun. Es hat die NATO-Ziele. Das Land muss eben diese Anforderungen erfüllen. Und nichts tun ist halt auch schlecht. Und man kann sich eben keine Soldaten backen, noch geht das nicht.
und entsprechend muss man attraktiver werden, was eben über das Gehalt unter anderem funktioniert, indem man auch versucht, auch mehr Zivilpersonal in das militärische Personal zu integrieren. Da gilt dann die persönliche Qualifikation, eben auch was für die Einstufung beim Militär. Man kann dort also quasi als Zivilist auch eine Karriere machen. Man muss einfach was tun, um die Armee attraktiver zu machen, um seinen potenziellen Pool zu erweitern, woraus man Personal schöpfen kann. Und das ist eine Maßnahme, es ist pragmatisch aus meiner Sicht. Jeder kann sein Label ranhängen, wie er möchte. Letzten Endes geht es darum, unterm Strich braucht man Personal und man muss was tun. Wir hatten das ja auch als Facebook-Post auf der Facebook-Seite vom Luxemburger Wort, eben mit dem Hinweis, dass eben jetzt diese Gesetzesänderung kommt, beziehungsweise dass die Armee jetzt auch für Grenzgänger geöffnet wird. Darunter gab es wirklich hunderte von Kommentaren von Leuten und viele davon gingen tatsächlich auch in diese eine Richtung. Also von wegen, ne, was wird aus Luxemburg, was wird aus Luxemburgs Armee und wie kann das überhaupt sein und so. Aber es ist ja im Endeffekt, wie du sagst, also die NATO-Ziele müssen erreicht werden und man hat sich das irgendwie so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und muss jetzt einfach gucken, wo die Leute herkommen. Und ja, es ist im Endeffekt unterm Strich, wie du gesagt hast, es ist ein offener Arbeitsmarkt, es ist ein Kampf um Arbeitsplätze. Und irgendwas muss da getan werden und warum nicht die Armee auch den Schritt gehen und sagen, okay, dann müssen wir einfach über die Grenze hinweg schauen und gucken, wo wir unsere Leute herkriegen. Also das Potenzial an Freiwilligdienenden ist in Luxemburg im Endeffekt ausgeschöpft. Also das liegt ungefähr bei 1000 Personen, die man so freiwillig für den Dienst an der Waffe, wie es immer so schön heißt, gewinnen kann. Deutschland hochgerechnet 83 Millionen Menschen. Davon sind auch nur ein gewisser Prozentsatz für die Armee zu bekommen. Und es gibt dann auch gewisse Limitationen. Deutschland hat eben das Glück oder den Vorteil, dass es eben nicht 300.000 Menschen mit Staatsbürgerschaft sind, sondern eben über 80 Millionen. Und ja, da lässt sich der Pool entsprechend dann noch aufmachen und man kann dort eben als attraktiver Arbeitgeber auch natürlich das Potenzial besser ausschöpfen. Ja, wer jetzt neugierig geworden ist und vielleicht die luxemburgische Kenntnisse noch aufbauen möchte, Marc hatte vor 2 Jahren. Ja, im Mai 2024. Genau, da hattest du schon mal eine Folge gemacht, wie man Luxemburgisch lernen kann. Es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Ich verlinke die Folge mal unten in der Folgenbeschreibung. Da gibt es ein paar Apps und Tipps, ja, wie man das am besten machen kann. Ja, das war's dann erstmal für heute. Danke, Jan, für diese Einblicke. Ich fand es super interessant. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Das heißt, also unterm Strich, wer aus Deutschland zur luxemburgischen Armee gehen möchte, der kann das tun. Jan, deine Reportage aus der Kaserne in Diekirch, die kommt jetzt auch die Tage online. Wir werden das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes mit reinpacken. Wenn es zu Beginn oder bei einem Erscheinen der Folge noch nicht drin ist, dann werden wir das auf jeden Fall noch nachreichen. Vielen, vielen Dank, Jan, dass du hier warst, für die Einblicke und danke fürs Zuhören. Eddie, merci. Eddie, merci. Merci, dass ich hier sein durfte. Eddie. Der Pendlerclub ist ein Podcast vom Luxemburger Wort. Das Luxemburger Wort und Mediahus Luxemburg sind Teil des internationalen Trust Project, das für transparenten und vertrauenswürdigen Journalismus steht. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Link in den Shownotes.